Guten Tag, ihr Leid. Wir sind endlich Kaiserin. Lass uns feiern. 你和李 So. 治加速了对朝局的洗牌。 Oder? 你们升任季怀忠和李义府为中书门下宰相。而后5年，你们齐心协力，大力推行科举，擢选天下英才。因此，延续了数个王朝的门阀勋贵垄断朝堂的陈旧格局，被你们亲手一步步打破。 但长孙太尉等顾命老臣的阴霾却并未真正淡去。他们看似收敛锋芒，实则在养精蓄锐，准备随时反扑。为了实现你们心目中的盛世天下，你们和长孙太尉即将迎来关键的一仗。 Okay. Mann, der Bart, echt jetzt, komm. Bisha, dann dritter Sohn? Wie dritter Sohn? Was, wann war denn der zweite? Ich gar nicht mitgekriegt. Also der erste ist Hong. 不哭不哭，乖，贤儿乖，乖。贤儿该是饿了，我先抱她回去。那边劳烦姐姐了。父皇母后，儿臣要去温书了。去吧。红儿如此刻苦，日后定能振兴社稷，一国安民。这儿倒是希望她能开开心心长大便好。对了，陛下，如今朝中已是焕然一新，是时候彻底肃清长孙太尉的势力了。这儿想到了一个好打法。赵儿，你说说看。 Okay. Wie wirst du diesen entscheidenden Machtkampf gegen Kanzler Shang Tsung gewinnen? Ich krieg die Aussprache immer noch nicht hin. Enthülle die Skandale in seinem Privatleben, beschuldige ihn der Rebellion, entzieh ihm seine Macht. Ja, Rebellion natürlich, ganz klar. 长孙太尉位高权重，区区小罪无法撼动他。我们应该栽赃给他一个重罪。 Das war meine Idee, genau. 陛下，臣要弹劾长孙太尉意图谋反。谋反？陛下，长孙太尉近日与各部重臣往来甚密，恐有动摇社稷、筹谋造反之嫌，请陛下下旨彻查。若陛下当真疑心老臣，何须下旨彻查如此麻烦？还请即刻以谋反罪赐死老臣。陛下，臣愿为长孙太尉担保，望陛下明察。望陛下明察。太尉，那季怀忠简直是疯了，竟敢当庭以谋逆重罪弹劾太尉。所幸太尉临危不乱，以退为进，陛下终究未能下旨彻查。倘若真让武后得逞，借此掀起大狱，不知道有多少铁证会从天而降。届时我等怕是……武媚娘啊，武媚娘，你既已把刀架在老夫的颈上，老夫一定会把这份礼，好好的还给你。听凭太尉差遣。经此一案，长孙太尉的残余势力抱团取暖，紧密联合，迎来了盛况空前的团结。 望陛下明察。Ey! Eines nach dem anderen stellt sich die Adelshäuser auf die Seite des Kanzlers, jedes in der Angst, es wäre das nächste, bla bla bla, sein Griff in den Hof wurde nur noch fester. Ein falscher Schritt und das Blatt wendete sich endgültig gegen dich. Mann. Du und Lishi verbrachtest den Rest eures Lebens gefangen in einem endlosen Kampf mit den alten Clans, ohne Entschuldigung, euch auch nur einmal zu befreien. Das goldene Zeitalter kam nie, in der Geschichte erfuhr nie deinen Namen. Aha, der Feind vereint sich. Dank ihrer Unterstützung lodert der Kampfgeist der Fraktion des Kanzlers erneut auf. Freuen Sie sich auf grenzenloser Gegenangriff gegen Kaiserin Wu.
Für eine Sekunde hättest du mich fast nervös gemacht. Entspann dich, es ist alles unter Kontrolle. Okay, das lief also nicht so gut. Guti, beziehungsweise eben nicht Guti, dann gucken wir mal. Ich hab's gedacht, komm, wir hauen, also das, was er halt gesagt hat, wir müssen den mit was Großem kriegen. Wie soll man ihm denn seine Macht entziehen? Also, zunächst mal sei gesagt, der Bart und der Schnurri, der stehen dir nicht. So. Enthülle die Skandale in seinem Privatleben und beschuldige ihn der Rebellion. Das sind zwei Dinger, da versteht jeder, was gemeint ist. Das Einzige, was so gar nicht hinpasst, entziehe ihm seine Macht. Ja, wie? Also, das fällt ein bisschen aus der Reihe. Deshalb nehme ich das jetzt, ja? 或许我们可以先把目光放到太尉身后，将太尉党羽所在的所有机要职位一步步取而代之。就如同高楼巍峨，若能釜底抽薪，便终有崩塌的那一天。有你在，我心甚安。赵儿，你为我筹谋良多，我也想为你做点什么。我打算将你的哥哥武元庆破格升为宗正少卿。 另外一个哥哥武元爽封为少府少监，让你在朝中有亲人依仗，我也会安心许多。赵儿觉得呢？我知道，李治是为我好。Aber doch nicht den Bruder. 不知道我哥哥的真实模样。 Ich wollte gerade sagen, aber doch nicht die Brüder. Blöde Idee ist das. Eine sehr blöde Idee sogar. Ja, aber was ist denn das? Also, er könnte auch einfach mal vorher fragen, weißt du? Lichi schlägt vor, deine Brüder zu befördern. Die Antwort lautet: Am Arsch die Reiber. 陛下不必如此，两位哥哥不学无术，确实不堪为国效力。好，都依你。Jetzt pass auf. 你放弃让自己的哥哥们位居高位的决策，令朝野上下无一不感叹你的大公无私。于你而言，当今最要紧的是进一步架空太尉身后势力。 Moment. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Spiel hingeht und sagt, weil du deine Brüder nicht holst, tun sie Nachforschungen anstellen und stellen fest, dass deine Brüder nur fiese Sachen über dich zu sagen haben und das schwächt deine Macht oder so, irgendwie sowas. Aber das war ja quasi positiv irgendwie. Okay. Ji Huaisong. Okay. Eure Majestät, viele adlige Erben gelangen durch familiäre Beziehungen in Ämter, doch unzählige von ihnen sind unfähig. Warum testest du die Beamten nicht regelmäßig, um die wirklich Fähigen zu behalten und die Unfähigen auszusortieren? Wie kann seine Fraktion so schnell wie möglich zerschlagen werden? Das Problem, was ich mit der Sache habe, vielleicht sind es ja fähige Beamten. Ein Jahr nur. Ja, wir stimmen erstmal zu. Hört sich eigentlich gut an, ne? Wie, haben sie jetzt hier ein bisschen an Videosequenzen gespart? Okay, gut. Diese aristokratischen Moment. Eure Majestät, Bai Rong wird immer aggressiver und die Grenzen sind bedroht. Warum schickst du sie nicht diese aristokratischen Beamten, die komfortabel auf großzügigen Stipendien sitzen, um die Grenze zu verteidigen? Die Grenzen würden ruhiger werden und die Hauptstadt auch. Aristokratische Beamten, um die Grenze zu verteidigen? Nee, das ist ja dumm. Wie soll das gehen? Dann tun die sich mit dem Feind verbünden. Das ist eine furchtbare Idee. Aristokratische Versager an die Grenze zu schicken, würde den dort bereits stationierten Soldaten das Leben nur noch schwerer machen. Definitiv. Okay. Okay. Jetzt wird's aber interessant hier. Eure Majestät, die kaiserlichen Prüfungen stützen sich zu sehr auf die 4 Bücher und 5 Klassiker. Das begünstigt nur Adelsfamilien, deren Kinder ihr Leben damit verbringen, Texte auswendig zu lernen, während begabte Talente unter dem einfachen Volk übersehen werden. Das stimmt wohl. Warum reformierst du den Lehrplan nicht und beförderst die Leute nur noch nach ihren Fähigkeiten? Kann ich sagen, liegt wohl ganz einfach daran. Also ist eine gute Idee, aber dann heißt es wahrscheinlich sofort, ja, aber was ist mit den alten Bräuchen? Das war doch schon immer so, das kannst du jetzt nicht ändern. Ich stimme trotzdem zu. Ausgezeichnet. Wenn das Auswendiglernen von Büchern alles ist, was man braucht, um Beamter zu werden, könnten wir genauso gut Papageien in den Hof berufen.
Eure Majestät, adlige Clans haben immer den ältesten legitimen Sohn bevorzugt, während anderen Söhnen jeder Anspruch auf Titel verwehrt wird. Viele hegen deshalb tiefen Groll. Warum erlassen wir nicht ein kaiserliches Edikt, das es allen Kindern adliger Familien unabhängig von Geschlecht oder Geburtsfolge erlaubt, das Familienanwesen zu gleichen Teilen zu erben? Das würde die Clans von innen heraus schwächen und ihren Einfluss untergraben. Ey, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber es hat halt auch seine Schattenseiten. Weil in dem Fall ist es ja noch so, hier der Erstgeborene, der wird hier in dem Fall unser erster Sohn, wird halt Kaiser werden, so nach uns. Also nicht nach uns, aber nach dem Vater sozusagen, ne? Und der hat ja eh schon Probleme, dass wenn er ja stirbt, dass dann der zweitgeborene Sohn nachrutscht. Wenn er aus Versehen geschubst wird oder so, verstehst du? Das heißt, das ist schon fies genug. Aber wenn jetzt jeder Anspruch hätte auf alles, jeder Sohn, jede Tochter auf alles, dann wird es ja nur noch Rangeleien geben, oder nicht? Deshalb würde ich sagen, das lehne ich ab. Ich sehe das anders. Wenn eine Familie Vermögen aufteilt, ist ihre Privatsache. Wenn sich der Hof da einmischt, provozieren wir nur Kritik. Also, ist das... Nee, sag mal, was ist denn hier los? Hier, das fühlt sich gerade wie Schule an. So, geräuspert, so. Eure Majestät, ich habe einen großen Salzschmuggelfall aufgedeckt, der mit aristokratischen Beamten in Verbindung steht. Ein wenig Befragung sollte Ergebnisse liefern. Jo, mach mal. Ein so schwerwiegender Fall erfordert aggressive Verhörmethoden. Man sollte unbedingt jemanden finden, der geeignet ist, die Schuld auf sich zu nehmen. Ja, komm, ist ja jetzt gut, Mann. Eure Majestät, aristokratische Erben leben nah an der Hauptstadt und genießen jeden Vorteil bei den kaiserlichen Prüfungen, während einfache Gelehrte Tausende von Meilen reisen müssen. Wenn der Hof die Reisekosten übernehmen würde, wäre das System sicherlich fairer. Das hört sich gut an. Genial. Wenn neue Gelehrte aus einfachen Verhältnissen keinen Zugang zum System finden, wohin sollen sie dann all diese adligen Erben eigentlich gehen? So, haben wir es jetzt durch, oder was? Okay. 逐步将长孙太尉党羽以各种方式调离机要，士族朝臣们只见身侧同僚一个个悄然离去，人人自危，只求自保，无心拱卫长孙太尉。Also die Kaiserin hat immer gelbe Klamotten an, oder wie? Sehe ich das gerade? 赵儿，看看我给你准备了什么。Ui. 陛下，你看这则卷宗。这2年，陛下逐步将长孙太尉身边之人调离圣安。既然朝堂上已有不少职位空缺，我们自当乘胜追击，多任命忠于陛下的官员。陛下觉得如何？很不错。那此事朕便交给上官仪去做。此事若交给陛下的亲信，我将难以在前朝培植更多自己的人。Ja. Die Chance, am Hof weitere Verbündete zu gewinnen, wird nicht lange bestehen. Welche Haltung wirst du einnehmen? Überlass die Entscheidung Lishi und lass Shangguan Yi die Leitung übernehmen, also so wie er es wollte. Oder folge deinem Urteilsvermögen und empfehle Chi Huaisong. War das nicht der die ganze Zeit uns so gefraglöchert hat? Mit Löchern gefragt hat? Ne, mit Fragen gelöchert hat? So rum? Komm, die Frau weiß besser. 季怀忠一直在寒门里颇有声望，此事他定能为陛下分忧。陛下觉得如何？既然皇后开口，那便由她去办吧。那赵儿去命中书省拟旨。Fühlt sich eventuell ein bisschen übergangen jetzt, kann das sein? Und gefuttert hat sie das auch nicht, was er ihr gebracht hat. Oha. Wer ist das? Taiwei. 没用的东西，你还有脸见我？如今武士入主中宫，形势愈发变本加厉。这些日子以来，
他以莫须有的罪名除掉了我们不少人呐。你若当初得到陛下的喜爱，这皇后之位怎么可能轮到他呢？ Okay, das ist die 敏慧未能登上 Wolfszahnfrau, 皇后 ja? 之位，是敏慧无能，但那武士并非不可对付。敏慧今后一定竭尽所能。竭尽所能？我想你是余情未了，才不愿意尽心扶持陛下。李治做了什么？你们答应过我，只要我乖乖进宫，你们就会放了他。你们到底对他做了什么？是你害死了他，他至死都还在求老夫放你自由，实在天真。长孙太尉，我要杀了你！ Und er empfindet das jetzt als gute Idee, das zu tun? 你有本事连我也杀了！杀了你？不，别忘了你的任务，否则你父亲的命以及你全族的命都会葬送在你的手里。好好想想吧。一佐我皇家心，凝彼四方，同天地之归亮兮，及日月之辉光。母后，这是什么意思呀？这是夸赞盛世的海晏和亲。主子，主子，徐婕妤 Frieden 来 und 了。 Wohlstand. 他来做什么？徐婕妤说，她有什么重要的事想和主子说。赵儿，我先带红儿去一边玩，去吧。姨母，你陪我玩风车吧。好，就听红儿的。敏慧拜见皇后。你今日倒是有些不同。还记得刚入宫时，皇后说我长得像姐姐徐慧。可惜你除了长得像她，其余一点儿也不像。皇后说的不错，我从来都不如姐姐。姐姐是先帝的贤妃，徐家的骄傲。自小父亲便和我说，嫁给帝王，为徐家而活，才是徐家女儿的使命。可你姐姐从未为徐家害过一个人。当年在去昭陵的路上，我便已经看出你的真面目。若你不愿意，无人能逼你双手染上鲜血。别再自欺欺人了。我厌恶手染鲜血的自己，却又暗自安慰，活成一具红颜枯骨也罢，至少还可以保护丹丽池。可惜，反而是我害了他。好想回家，好想再和他一起看一看西北的落雪。你对这个丹丽赤倒是用情颇深，可他再也回不来了。我很羡慕你，想要什么都坚定的去争取，不像我，总是畏首畏尾，优柔寡断。今日是我叨扰了，这偌大的皇宫中，也只有皇后能听懂我的这些话了。皇
皇后，这是我最后一次为家族做事了，我自知对不起你，欠你的，我来生再还吧。Oh, und jetzt heißt es, die Kaiserin hat sie runtergestoßen oder hat sie... Und das macht sie für ihre Familie. 敏慧，去心无旁骛谋取陛下的宠爱，去争，去夺，去斗，去将吴氏拉下后位，去保全你的整个徐家。我会用我的命去种下皇后和陛下之间的芥蒂，这条命从此还给徐家。往后我终于不用再为徐家而活了，我自由了。 皇后，Eine Krise braut sich zusammen, aber sowas von. Ey, und ich hab ganz kurz gedacht, ey, dass er halt hingeht und vielleicht doch eine Verbündete wird irgendwie. Oder auch nicht. Okay. Morgen geht's weiter. Schön.